Hallo und willkommen zu meiner vierten Mod-Vorstellung und heute dreht sich die Mod-Vorstellung um den Mod MoAtmos. Ja, der MoAtmos gibt keine neuen Blöcke, sondern gibt nur, ja, so neue Audios hinzu. Also er ist nicht, er ist nicht nötig, wenn man so will sagen, aber er ist cool. Also ich habe ihn schon ewig, also nicht schon ewig, und eben ja, ihr kennt vielleicht auch, weil er der Gronk den Mod verwendet, immer noch und dabei, und den ist glaube ich sicher auch berühmt. Und ja, was kann der Mod? Ja, eben der Mod tut spezielle Sounds hinzufügen, zum Beispiel wie da. Da vielleicht hören das nicht. Also, ich scrolle in meinem Inventar und schwert einen speziellen Ton, also wirklich bereit, und immer wenn ich zu einem wechsle, gibt es so ja, einen Ton, wie man in einer Schachtel würde suchen etwas. Und das ist der Mod. Dann gibt es auch sehr spezielle, zum Beispiel ups, das ist jetzt fail gewesen. Das ist jetzt richtig fail gewesen. Ja, machen wir es kurz so. Oh nein, das geht nicht. Ja. Probieren wir mal der Too Many Items. So. Eben ja, wenn ich da so switche, hören wir so einen Ton. Und eben wenn ich auch, gehen wir mal in den Normalmodus, Server-Modus, wenn ich so abbaue, gibt es auch einen komischen Ton. Und eigentlich schon nicht oder mit dem Hauen, hören ihr vielleicht auch, so macht es den Ton. Der auch, und Schwert macht ganz cool. Es macht ganz anders. Und ja, jetzt gehen wir zuerst, das erste Mal in meine kleine, ja Monsterhöhle da. Ich lege mir lieber etwas an. Lalalala. Immer doch schön. So. Ja, und eben, wenn jetzt da ein... Nein, lo ist zu stark. Nehmen wir mal einen Zombie. Oh, wo ist der Zombie da? Wenn es so ein Zombie kommt, wenn ich ihn haue, gibt es einen urgeilen Ton. Bam. Eben dann vielleicht gehört so. Der Ton, genau. Ja, nehmen wir mal ein Skelett. Da hören wir wieder. Und ja, das wäre eigentlich, glaube ich, der Mod schon gewesen. Oh nein, natürlich noch nicht. Jetzt habe ich fast ein bisschen... fast vergessen. Eben, das ist schon mal das eine, und dann noch mehr, ja. Und dann gibt es noch, genau, Vögel das Vögel tweetchen, oder nein, quietschen. Oder Vögel. Einfach Vögel dann singen, genau so. Und dann gibt es noch, so wenn man hoch oben ist, das zeige ich zwar kurz. Dann gibt es so einen Luftton, also das war ein Windton. Genau. Ich hoffe, ihr hört es. So Windton. Und ja, ich kann gar nicht ohne den Mods, kann ich gar nicht gamen. Ich weiß gar nicht, wie Minecraft ohne ist. Es ist einfach so leer schon ohne den Mod. Mit dem habe ich fast vergessen, dass es noch so Vögel singen gibt und so. Weil ich gemeint habe, das ist ganz normal. Ja, das wäre schon gewesen von dem kleinen Mod, aber dennoch sehr witziger Mod und sehr schöner Mod, dass Minecraft sehr echt wird. Und ja, ich würde mich über einen Kommentar und ein Like oder ein Abo sehr freuen. Wenn ihr nicht rauskommt, Installation, so, könnt ihr einen Kommentar schreiben, ich probiere es zu lösen. Und ja, eben der Mod, würde ich sagen, ist sehr cool. Ja, dann sehen wir uns wieder auf dem Desktop wieder. Bis dann. Ja, da sind wir wieder. Also, für den Mod brauchen wir genau den Modloader und den Mod an sich. Ja, der Mod da unten wieder mal immer das gleiche Prozent ab. Tada! Prozent. Dann können wir da in ein Roaming, und dann kommen wir Punkt Minecraft. Dann können wir zuerst den Modloader, wäre immer zuerst. Bin Minecraft 1.2.5 Jar. Öffnen mit WinRAR-Archive. Und ja, also wenn man noch drauf drückt, bei mir klappt das nicht. Wegen dem habe ich früher noch nicht kapiert zum Mod installieren. Also jetzt habe ich glaube so 10, 15 Mods installiert. Und ohne Mods kann ich echt nicht mehr leben, Mann. Den nicht schließen, der andere. Also dann nehmen wir den Modloader. Jetzt kommt so eine dumme Meldung wieder. Ja, ja. Oh, und dann tun wir alle markieren und zügen alles da rein. Das habe ich natürlich schon gemacht, sonst kann so nicht laufen. Und dann muss man da
mit der in vorne löschen, wenn, also ich habe den nicht mehr, aber ihr müsst den noch haben, wenn ihr den ersten Mod installiert habt. Also mit der Inf groß geschrieben und das ist jetzt passiert. Ah, jetzt hat es in Windows 7 Basis geändert. Sehr schön, eben haben wir mal den Modloader drin da. Und jetzt müssen wir wieder zurück, da, einfach auf Minecraft rein, also da, Minecraft und da lassen. Und dann seht ihr so viele Sachen da. Dann müsst ihr auch einfach auf Modmus klicken. So. Und dann müsst ihr da auf müsst ihr alles aufziehen, alles ziehen und hier reinziehen und da reinziehen und das wäre dann schon gewesen. Dann noch MC-Patcher durchstarten und dann sollte es klappen. Eben wenn es Probleme gibt, könnt ihr es gerne unten dran schreiben. Ich probiere es zu lösen. Ich hoffe, ich kann es lösen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht und bye Leute.